Moin meine lieben Freunde, ja ich weiss, jedes Video startet jetzt gefühlt beim Losfahren. Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen beim neuesten Video. Das mal Weg auf Diessenhofen. Und genau mit dem Video, wie überlebst du den Stau? Ein paar Tipps, wie man den Stau überlebt. Und ich würde sagen, das ganz Wichtigste, wie man den Stau überlebt, ist einfach schon mal wie sagt man dem, die Montur. Also ich würde sagen, wenn man weiss, hey, man fährt in der Stadt, hey, es könnte Stau geben, oder man fährt allgemein nur kurze Strecken, dann würde ich nicht sagen, dass man das Lederkombi anlegen müsste. Dann würde ich wirklich sagen, muss man kein Lederkombi anlegen. Dann, was abgesehen von den Kleidern auch noch wirklich gut ist, Intercom. Man kann entweder mit Leuten reden, man kann Musik hören, was auch immer. Was ich aber auch ganz ehrlich finde, was auch wirklich wichtig ist für den Stau zu überleben, ist einfach, zum Beispiel jetzt, wenn du in der Stadt unterwegs bist, wird einfach Stadtkenntnis wichtig, weil du dann weißt, hey, zum Beispiel weiss ich, wenn ich jetzt am Bahnhof gehe, weiss ich ganz genau, welchen Weg dass ich nehme für zum Bahnhof, welchen Weg dass ich fahre, weil ich dann ein Lichtsignal weniger habe. Ich habe genau das gleiche Ziel, etwa gleich lang, aber einfach ein Lichtsignal weniger. Das ist auch, finde ich auch noch wichtig, Stadtkenntnis. Dann, was auch wirklich wichtig ist das vorausschauende Fahren. Also warum ist vorausschauendes Fahren wichtig? Du siehst vielleicht, dass es gerade rot wird. Und wenn du zum Beispiel sagst, hey, es wird gerade rot, aber du kannst vielleicht noch einen Traktor überholen, anstatt dass du, oder dann kannst du noch einen Traktor schnell vor der Ampel, also nicht direkt vor der Ampel, ist vielleicht gefährlich, aber im Allgemeinen einmal einen Lastwagen überholen, einen Traktor überholen, bevor du wieder 5 Minuten an der Ampel stehst. Weil, oder wenn ihr seht, hey, es wird rot, oder ihr wisst, es wird jetzt ein Rot, gebt lieber für schnell 1-2 Sekunden, sind vielleicht ein bisschen schnell, solange es euch nicht gerade blitzt und irgendwie 40 Stutz mitzahlen wie in der Schweiz. Aber vielleicht ein bisschen schneller so über die Kreuzung fahren, anstatt bei Rot und dort stehen. So, aber ich meine es jetzt nicht, es ist orange und wie ein Behinderter noch drüber düsen, aber einfach flott unterwegs. Ich finde, das ist wirklich bei vielen Leuten das Problem, dass ich merke das auch in der Stadt immer wieder, dass die Leute nicht, anstatt dass es wirklich ein bisschen schauen und ein bisschen flotter zufahren. Man muss ja nicht einmal jemandem am Arsch kleben, dass wenn die Bremse, dass dem gerade der Arsch geküsst ist, aber ein bisschen bei der Sache sein und ein bisschen schneller vorwärts fahren wäre schon nicht schlecht, finde ich. Weil ich finde das immer, eben das ist zum Beispiel auch etwas, wirklich bei der Sache sein im Verkehr, in der Stadt. Und weder noch am Handy sein, noch irgendetwas. Was ich auch wirklich finde beim Stau, was es auch wirklich ausmacht. Also wirklich finde, dass man vielleicht den Motor abschaltet, 1 oder 2 Mal. Ganz ehrlich, ich schalte eigentlich den Motor nie ab, weil bei mir ist immer so, läuft er dann noch an. Jetzt gerade aktuell beim TÜV ist wegen der Batterie so ein Ding, dass er jetzt, irgendwie so also jetzt gerade letzte Zeit immer, aber hat das schon gemacht, dass er einfach abgeschaltet hat. Und dann würde ich, also nicht abgeschaltet hat, dass er einfach nicht sich einschalten lassen hat. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Ich hoffe, ihr habt 1-2 Tipps daraus rausnehmen. Schreibt gerne in die Kommentare, auf was ihr so schaut, was ihr so wichtig findet. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao.